Grüß euch miteinander, mein Name ist Jörg Fachheinl. Disziplin, das ist so ein Wort, das wir manchmal nicht so gerne hören. Es ist ein Wort, das uns manchmal ein bisschen Mühe macht. Auch mir. Das strahlt etwas aus, das Wort, das manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber wenn wir das Wort mehr verstehen können, wie das so gemeint ist, und dass wir auch verstehen können, dass es eben verschiedene Arten von Disziplin gibt, dann hilft es uns, mehr mit diesem Wort anzufangen und auch das mehr in unserem Leben umzusetzen. Es ist vielleicht ein bisschen handgestrickt, die Erklärung. Aber für mich gibt es zwei Grundarten von Disziplin. Ich sage dem mal, die erste Art ist eine Disziplin in Knechtschaft. Und die andere Art ist eine Disziplin in Freiheit. Knechtschaft, wenn wir diszipliniert in Knechtschaft sind, dann ist es eigentlich so, dass Disziplin eigentlich negativ ist. Wir werden gesteuert oder wir sind unter einer Knechtschaft, wo wir nicht frei sind. Und wenn wir aber in Disziplin leben, wo Jesus uns lehrt, wo Jesus uns hat vorgelebt, wo er auf der Welt gewandelt ist, wo er auf der Welt gewirkt hat. Jesus war sehr frei, aber er hat eine Disziplin in seinem Leben gelebt. Und das heisst in der Bibel, dass wir so sein wie Jesus. Dass wir lernen, so zu leben, so zu sein wie Jesus. Und Jesus gibt uns Freiheit. Freiheit, zu leben, so zu gestalten, dass wir auch vorwärts kommen im Leben. Und dazu braucht es eben Disziplin. Wir können nur, in Anführungszeichen, erfolgreich sein im Leben, wenn wir diszipliniert leben. Aber wichtig ist, dass wir die freiheitliche Disziplin anwenden, die Freiheit, die Jesus uns vorgelebt hat. Ich möchte euch ermutigen, geht die Bibel forschen, nehmt die Bibel vor. Jesus ist ja unser Influencer Nummer 1. Nehmt die Bibel vor, fangt an entdecken, wie kann die Disziplin, die unter der Knechtschaft ist, wie kann das sich entwickeln, damit wir befreit in Jesus leben können und eben die Jesus-Disziplin in unserem Leben anwenden können. Geht forschen. Ich musste es auch lernen, weil ich vorher in der Knechtschaft war. Jetzt bin ich mehr und mehr in der Freiheit von Jesus. Und das gelingt mir nicht immer. Ich kann es auch nicht selber machen. Jesus macht uns frei. Jesus gibt uns das Gelingen, dass wir in der Freiheit leben können. Wir einander ermutigen, wir einander anspornen und wir entdecken, dass Jesus die Freiheit ist. Shalom. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.